Einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich grüßen, auch im Namen Jesu. Und erstens mal möchte ich Grüße weitergeben von unseren Mitarbeitern dort in Argentinien. Erich und Jutta, Daniel, Nadia, Alex und Maria lassen alle ganz herzlich grüßen. Auch die Geschwister aus unserer Gemeinde, in der wir auch da lokal dienen, lassen herzlich grüßen. Und ja, wir sind an der Stelle sehr dankbar für alle die hinter uns stehen im Gebet. Das brauchen wir sehr. Der Herr hat uns da eine wunderbare, große, geöffnete Tür gegeben, so wie der Apostel Paulus sagt. Aber er bittet auch im Gebet und wir natürlich auch. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein, das Wort weiterzugeben. Und das Thema, wie schon gesagt, Jesu kommen und unsere Verantwortung. Und ich hörte mal, ich glaube, das war hier in der Zionshalle, gab es mal einen Vortrag, den ich dort in Argentinien dann hörte. Ich glaube, es war von Alexander Seibel. Er erzählte die Geschichte von so einem kleinen Jungen. Der Vater, wie gewohnt, bringt ihn zu Bett und will mit ihm beten. Und dann sagt der Junge, Papa, ich habe eine Frage. Ja, was ist? Woher kommen wir? Und der Vater wollte das kurz halten und sagt, vom Staub. Und jetzt lasst uns beten. Na Papa, ich habe noch eine Frage, aber wohin gehen wir? Ja, wir werden wieder Staub. Aber jetzt wollen wir beten. Papa, er fährt mit der Hand so unter das Bett, holt die Hand voller Staub raus und Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er kommt oder geht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, aber ich fand sie so schön, weil das zeigt doch, dass wir als Menschen ja von Kind auf diese Neugierde haben, was wird in der Zukunft sein. Ja, der Mensch ist ja der Einzige, der sich überlegen kann, woher komme ich und wohin gehe ich. Und diese Frage, die brennt uns aufs Herz und gerade in unseren, hier in der Zionshalle im Mitternachtsruf, wird ja viel vom Kommen des Herrn geredet. Und ich bin darin aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare vom Mitternachtsruf, seitdem ich zur Welt kam und arbeiten jetzt in Guatemala. Und ich war immer damit verbunden, immer das Kommen des Herrn. Und irgendwann, ja, was gibt es da Neues? Und dann, wenn jemand wieder über das Kommen des Herrn geredet hat, dann war bei mir immer die Neugierde da. Erzählt er jetzt was Neues? Gibt er irgendein neues Detail bekannt? Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch manchmal so ging. Aber auf jeden Fall, bei mir war das oft der Fall. Und es ist im Laufe der Jahre dazu gekommen, dass ich da ein bisschen anders denken gelernt habe. Wenn wir über das Kommen des Herrn reden, denken, lesen, hören, ist es nur Neugierde. Bei den Jüngern war das auch so. Also sie fragten öfters den Herrn, was in der Zukunft kommen möchte. Ich lese da einen Vers vor, Matthäus 24, Vers 3. Da waren sie da auf dem Ölberg, nachdem der Herr Jesus gesagt hat, dass kein Stein von dem Tempel auf den anderen bleiben würde. Dann fragen sie ihn, sage uns, wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Auch sie wollten wissen, ja Herr, erzähl uns, wie wird das funktionieren, was wird kommen, was wird in der Zukunft sein? Es ist normal, dass das Kommen des Herrn einfach Neugierde weckt. Aber es sollte uns auch ein anderes Verhalten hervorrufen. Wenn wir genau wissen, dass der Herr bald kommt, wie handeln wir dann? Wir wissen ganz genau, wir können kein Datum, keine Uhrzeit setzen. Jeder, der das gemacht hat, hat natürlich voll daneben getreten. Aber wenn wir uns mal überlegen würden, wir wüssten genau, der Herr käme in einem Monat. In einem Monat. Wir hätten nur noch einen Monat Zeit hier auf der Erde. Wie würde dann unser Leben aussehen? Wie würde unser Alltag aussehen? Wäre er vielleicht nicht ein wenig anders, als er jetzt ist? Ja, es ist wirklich aufschlussreich zu bemerken, dass jedes Mal, wenn in der Schrift über das Kommen des Herrn die Rede ist jedes Mal auch mit einer Verantwortung uns persönlich verknüpft ist. Jedes Mal. Wenn wir vom Kommen des Herrn reden, wenn wir über die Zukunft reden, ja, dann versuchen wir oft die Details da einzuordnen und das ist auch gut. Die Schrift hat uns, ja, der Herr hat uns dadurch durch die Schrift offenbart,
wie alles geschehen wird, was nacheinander so kommen wird. Und ich mache das oft, ich habe so Grafiken, wenn ich über das Kommen des Herrn dort in Argentinien rede, mit allen Details. Da sind sie ganz, ganz interessiert, machen ganz große Augen, fangen an, alles aufzuschreiben. Ja eben, aber da sage ich immer, pass auf, dass das nicht nur hier oben bleibt, nicht nur Kenntnis, sondern auch ein wenig tiefer geht. Dass im Leben das auch irgendwie angewendet werden kann. Und ich habe mal alle Stellen rausgesucht, die über das Kommen des Herrn reden. Erstens war ich erstaunt, dass es so viele waren. Also ich rede vom Kommen des Herrn, diese 2 Phasen des zweiten Kommen des Herrn, kommen zur Entrückung und kommen in Macht und Herrlichkeit 7 Jahre später nach der Trübsal. Also alle diese Stellen. Jede Stelle, jede in ihrem Kontext ist mit einer Verantwortung verbunden. Und die möchte ich an diesem Morgen einfach ein wenig aufgreifen. Wahrscheinlich gibt es ganz, ganz viele Stellen, die wir heute lesen könnten, aber zeitmäßig reicht es nicht. Da möchte ich einfach nur die wichtigsten einfach hervorgreifen. Und ich möchte das in 3 Gruppen aufteilen. Erstens die Verantwortung, die wir gegenüber uns selbst haben, weil der Herr bald kommt. Zweitens die Verantwortung, die wir gegenüber den Nächsten haben, weil der Herr eben bald kommt. Und drittens die Verantwortung, die wir gegenüber Gott haben, weil der Herr Jesus eben bald kommt. Also erstens, Verantwortung gegenüber einem selbst. Dazu möchte ich die erste, die Heiligung nennen. Einfach in Reinheit, in Heiligung leben. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Es gibt ganz viele Stellen, die davon reden. Ja, wieso ist das so? Besonders gerade, wo das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Da merken wir, dass die Sünde einfach überhand nimmt. Das haben wir gerade in dieser Andacht oder in diesem Gedanken da gehört, bei der Einleitung von Samuel. Die Sünde nimmt einfach zu. Und wie stehen wir dazu? Wir leben nun mal in dieser Welt. Hat es Einfluss auf uns? Und wie weit? Der Apostel Paulus ermahnt die Stelle, die Samuel vorgelesen hat, Römer 13. Ich möchte da nur einfach 2 Sätze herauspicken, da wir es schon gelesen haben. 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Und dann Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pfleget das Fleisch nicht. Also im Zusammenhang mit dem baldigen Kommen des Herrn, jetzt diese Verantwortung, in Heiligung zu leben. Wie sieht es bei uns aus? Was heißt hier Fleisch pflegen? Es bedeutet, es zu ernähren. Es bedeutet, ihm das zu geben, wo die fleischlichen Lüsten dann zutage treten. Das hängt sehr viel mit unseren Gedanken zusammen. Mit was ernähren wir unsere Gedankenwelt? Was schauen wir an? Was hören wir? Was reden wir? Mit wem sind wir zusammen? Wo gehen wir hin? Welchen Einflüssen sind wir ausgesetzt? Und lassen, dass sie in unseren Gedanken da Raum finden. Deshalb ist der Herr Jesus ja so strikt gewesen. Genau was da in den Gedanken passiert, weil das ist dann der Auslöser für die Sünde. Er hat schon gesündigt in den Gedanken, bevor er überhaupt was praktisch ausübte. Deshalb ist es so gefährlich. Mit was ernähren wir unsere Gedanken? Wir sind ja die Braut Christi und natürlich erwartet der Herr von uns Reinheit, Ergebenheit gegenüber seinem baldigen Kommen. Was erwartet er von der Gemeinde? Das finden wir im Epheserbrief, Epheser 5, 27. Er erwartet, dass sie keine Flecken, noch Runzeln, noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig und tadellos sei. Sind wir das? Wie sieht es da mit unserer Weste aus? Wie sieht es da mit unserem Leben aus? Leben wir wirklich so in der Heiligung? Das war die erste Verantwortung. Zweite Verantwortung gegenüber uns selbst. Dem Wort Gottes Zeit widmen. Ganz innig mit dem vorigen Punkt verbunden liegt eben die Präsenz des Wortes Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Alltag zusammen. Auf der einen Seite sollten wir ja nicht die fleischlichen Lüste ernähren. Natürlich sollten wir das Geistliche ernähren. Und wie machen wir das? Natürlich erstens mit der Schrift. Es geht gar nicht anders, das wissen wir alle. Die einzige Form, den Anfechtungen zu widerstehen ist, so wie David sagte, ich habe dein Wort in meinem
Herzen bewahrt, auf dass ich nicht wieder die sündige. Es geht nicht anders, es funktioniert nicht anders. Der Herr Jesus konnte auch nur so den Anfechtungen widerstehen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, 3-mal hintereinander. So lebte er und so konnte er den Anfechtungen widerstehen. Dasselbe sagt auch Petrus, 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir halten desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Sehen wir es wieder? Das Kommen des Herrn, aber jetzt eben mit diesem Licht in unserem Leben verbunden. Und auch in Offenbarung. Gerade zu Anfangs des Buches, dieses so schönen, tiefen Buches, was über das Kommen des Herrn in Herrlichkeit redet, da finden wir ja folgenden Satz, Offenbarung 1, Vers 3. Selig. Was bedeutet selig? Im Urtext bedeutet es sehr gesegnet. Möchten Sie sehr gesegnet sein? Wir beten ja, Herr, segne mich, segne meine Familie, meine Ehe und so weiter. Also hier haben wir die Antwort, wie wir gesegnet werden können vom Herrn. Sehr gesegnet, wer liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Also eben lesen, hören, bewahren, dann sind wir sehr gesegnet. Wieso? Weil das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Umso mehr müssten wir da die Bibel lesen. Wie sieht es da in unserem Alltag aus? Wie viel Zeit widmen wir der Bibellese? Aber wie oft haben wir andere Prioritäten? Natürlich, wir müssen arbeiten, wir müssen studieren, der Schlaf darf nicht zu kurz kommen, aber natürlich auch die Freizeitbeschäftigung, unsere Hobbys, Vergnügen, Internet. Wie viel Zeit verlieren wir im Internet? Zum Beispiel, ja, um etwas zu erwähnen. Bei uns in Argentinien ist es richtig eine Plage, nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch praktisch alle haben Facebook. Und da ich oft mit Jugendlichen in Kontakt bin, sei es in den Freizeiten, Bibelschulen und auch in den Gemeinden, und da bin ich manchmal ganz, ganz direkt und frage, wie sieht dein geistliches Leben aus? Wie sieht es mit der Bibellese diese Woche aus? Du sagen sie mir, habe eine ganz komplizierte Woche gehabt, musste viel arbeiten, viel lernen, ich habe wirklich keine Zeit gehabt. Dann frage ich nur mal, ja und gestern, wie lange warst du im Internet? Facebook. Ja, so 2 Stunden, 3. Das Dumme ist, jedes Mal, wenn man in Facebook was macht, da kommt dann die Uhrzeit, wo man das gemacht hat. Und wenn das um 3 Uhr morgens ist ja schon komisch, oder? Und dann frage ich sie, ja, wäre es nicht besser, ein wenig oder ein bisschen weniger Face und mehr Book zu haben, mehr Bibel? Da lachen sie auch, ja, und manche schaffen es dann, da die Prioritäten auf den richtigen Punkt zu setzen. Ja, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es da aus? Kann der Herr jeden Tag zu uns reden? Der Herr ist nahe. Wie können wir ein richtiges Leben führen in der Naherwartung des Herrn, wenn wir nicht die Bibel lesen? Wenn wir sie nicht anwenden, wenn wir sie nicht hören? 3. Verantwortung. Ähnlich mit der vorigen vereint, natürlich Gebet. Es geht nicht anders, wir haben es ja auch gerade gesungen. Es geht nicht ohne Gebet. Petrus in 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Er erwähnt so einen ähnlichen Satz, wie der Herr Jesus ihm selber gesagt hatte und er geschlafen hat. Da in Gethsemane. Nachher hat er den Herrn verraten, weil er nicht gebetet hat, weil er nicht wachsam war. Und es ist interessant, gerade diese Aufforderung zu wachen erscheint 30 Mal, direkt oder indirekt im Neuen Testament. Wieso so oft? Das bedeutet, dass wir nicht so oft wachen, nicht so viel beten. Beten, was heißt das? Ja, nicht nur Danke sagen für das gute Essen, sondern sich wirklich Zeit nehmen, um zu beten. Wir können nicht anders, wir sollten nicht anders. Das Gebet darf nicht vernachlässigt werden. Umso mehr das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Gerade ein Christ, der das Kommen des Herrn erwartet, ist einer, der es dadurch beweist, dass er betet. Er sehnt sich, beim Herrn zu sein, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben.
4. Verantwortung. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu pflegen. Ja, manche sagen mir dort in Argentinien, wenn ich auch gerade dieses Thema dann berühre, ja, weißt du, wenn ich in die Gemeinde gehe, da komme ich ja schlimmer nach Hause, als ich hingegangen bin. Ja, da ist dieser Bruder, der immer auf mich rumpickt. Da ist der andere, der hinter meinem Rücken redet. Da ist die andere, die mich nicht grüßt, die mir da so einen Umweg macht. Ja, da bleibe ich doch besser zu Hause. Ich kann doch auch zu Hause die Bibel lesen und beten. Ja, das könnte man. Und leider passiert es in Gemeinden, dass man sich da nicht allzu wohl fühlt. Aber ich lese einfach mal eine sehr bekannte Bibelstelle vor. Mal sehen, ob wir da noch eine Ausrede haben. Hebräer 10, 24 und 25. Lasset uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen. Und das hängt jetzt mit einem ganz besonderen Fakt zusammen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Welcher Tag? Der Tag Jesu Christi. Also sehen Sie wieder, das Kommen des Herrn mit einer Verantwortung immer vereint. Wir kennen diese Stelle, wir wissen sie ja auswendig, aber haben wir das schon mal mit dem Kommen des Herrn vereint? Umso näher das Kommen des Herrn ist, umso mehr müssten wir die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchen und pflegen. Es gibt keine Ausrede. 5. Verantwortung. Festigkeit vor Betrug. Der Gläubige, der auf den Herrn wartet, muss auch feststehen. Immer mehr erscheinen so Wellen der Verführung, neue Sachen, New Age, Ökumene. Ihr kennt ja sicher den lieben neuen Papst. Er ist ja Argentinier. Also das war ganz interessant. Also Argentinien hat gefeiert, wie wenn sie die Weltmeisterschaft gewonnen hätten, als der Papst gewählt wurde. Und jetzt überall, also jeden Tag, es vergeht kein Tag, ohne dass in der Zeitung irgendein Artikel erscheint, wo der Papst da hochweit gelobt wird. Und was haben da ganz viele Pastore gleich gemacht? Sie sind, ich wollte schon sagen, nach Mekka gepilgert. Nein, sie sind nach Rom gepilgert, um sich da die Foto mit dem Papst da zu machen. Und ja, wir sind doch alle eins, wir gehen doch alle in dieselbe Richtung. Wir haben alle doch denselben Gott und lasst uns einfach die Verschiedenheiten da aus dem Weg räumen. Und ja, Ökumene. Und wie können wir da feststehen? Es gibt viele solche Wellen. Ja, sogar Aberglaube kommt da in die evangelischen Kreise mit hinein. Der Herr Jesus, als er von seinem zweiten Kommen redete, Matthäus 24, in diesen Endzeichen, wiederholt er nur ein Zeichen. Und das ist folgendes, er wiederholt es 3-mal sogar. Das zeigt uns die Ernsthaftigkeit dieses Zeichens. Seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, überall kommt es. Umso mehr das Kommen des Antichristen vor der Tür steht, umso mehr wird das auch in den Gemeinden zu sehen sein. Die Verführung, ja, es ist doch nicht so schlimm, es ist doch nicht so ernst zu nehmen. Aber hört doch mal, wie der lieb redet. Ja, er ist so demütig. Er sitzt mit den Putzarbeitern am selben Tisch. Ja, das ist eine liebe Person. Und so geht es dann weiter. Noch eine Verantwortung, Standhaftigkeit und Trost inmitten der Prüfungen. Petrus sagt in diesem Zusammenhang, gerade, dass Prüfungen notwendig sind, damit unser Leben gereinigt wird im Hinblick des baldigen Kommens des Herrn Jesus. Zum Beispiel 1. Petrus 1, 6 und 7. In welcher ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also es gibt Belohnung, es gibt Trost jetzt und Belohnung in der Ewigkeit, wenn wir auch inmitten der Prüfungen fest an ihn sind, fest durch ihn sind.
ja, haben wir diese Festigkeit inmitten von allen Prüfungen, sogar gegenüber dem Tod. Den Tod eines Geliebten, der zum Herrn gegangen ist. Oder wenn wir mal vor dem eigenen Tod stehen müssen, sind wir da auch so getrost? Gerade in diesem Zusammenhang, Trost, und im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn und der Leibesauferstehung, 1. Thessalonicher 4, der letzte Vers, eben wo Entrückung und so weiter die Rede ist, sagt der Apostel Paulus, so tröstet euch nun mit diesen Worten. Es ist ja wunderbar, er ist beim Herrn und der Herr kommt bald, dann wird alles Leid ein Ende haben. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, kein Schmerz, keine Sünde. Wunderbar. Es darf uns einfach trösten. Innig damit vereint, die Verantwortung in Freude zu leben. Sicher kennen wir alle die Stelle auswendig. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in den Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Und Vers 5 am Ende sagt, der Herr ist nahe. Also das Kommen des Herrn mit der Freude vereint. Es geht ja nicht anders. Es kann ja nicht anders sein. Unsere Erlösung findet ihre Vollkommenheit. Wir sind beim Herrn. Da muss doch der Gläubige froh sein. Natürlich heißt das nicht, dass wir zwischendurch auch mal weinen. Das geschieht, ja, und das ist auch normal. Sogar der Herr Jesus selber weinte ja vor dem Grab des Lazarus. Und das 5 Minuten, bevor er ihn auferweckte von den Toten. Er weinte. Ja, er sah das Leid dieser Schwestern. Er weinte. Er hatte seinen Freund verloren. Er weinte. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt das ganze Leben über Trübsal blasen müssen. Nein, ganz im Gegenteil. Das Leben eines Christen sollte sich auszeichnen, gerade dadurch, dass er froh ist. Manchmal meint man, ich habe das bei manchen gesehen und sogar gehört, ja, man muss als Christ ganz ernst sein. Ja, so richtig so Boxergesicht, ja, diese Hunde da, wenn man die da so anschaut, da fängt man ja fast an zu weinen. So richtige Hängebacken, ja, trauriger Blick. Ja, leider meinen, das ist jetzt viele, ja, das ist so ein geistlicher Ausdruck, so ganz heilig, da muss man ganz traurig aussehen. Ganz im Gegenteil, der Herr Jesus kommt bald, das muss uns doch mit Freude erfüllen. Das darf und soll unser Alltag einfach sein. Die Verantwortung gegenüber uns selber. Zweitens, die Verantwortung gegenüber den Nächsten, die um uns her sind. Natürlich muss ich da mit der Liebe zum Nächsten anfangen. Es kann ja nicht anders sein. Der Herr Jesus hat ja alle Gebote, die mit den Nächsten zu tun hatten, mit einem einzigen zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sollten auch wir immer wieder tun. Gerade eines der Zeichen, die zeigen, dass das Kommen des Herrn vor der Tür ist und damit des Antichristen, ist ja das chronische Fehlen der Liebe. Der Herr Jesus hat es ja selber vorausgesagt, Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also wir sagen da wahrscheinlich nichts Neues. Und gerade der Apostel Paulus, als er von der Endzeit redet, da im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 und 2 und folgende, sein Vermächtnis, das schreibt er den Timotheus über die Endzeit und schreibt, wie diese Leute, die da in dieser Zeit leben werden, aussehen und wie sie so sind, ihre Eigenschaften. Und jetzt lese ich einfach mal diese Eigenschaften vor, mal sehen, ob wir sie in unserem um uns her das finden. Denn die Menschen werden, jetzt fange ich an, selbstsüchtig. Haben Sie schon jemanden kennengelernt, der selbstsüchtig ist? Geldgierig, in der Schweiz gibt es das ganz bestimmt nicht. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Wie können wir das alles zusammenfassen? Fehlende Liebe oder egoistische Liebe?
Selbstliebe. Alles für mich und nach mir die Sündflut. Ja, also nach diesem Motto. Ist mir doch egal, was dem Nächsten passiert. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich fühle mich gut bei dem, was ich am Machen bin. Eben das distinktive Marke ist die egoistische Liebe, wodurch das ganze Verhalten bestimmt wird. Und das beweist sich auch überall. Überall sehen wir das in der ganzen Gesellschaft. Gewalt in der Familie, Missbrauch, Vergewaltigung. In Argentinien, ich gehe ja zu ganz vielen Freizeiten, es vergeht keine Freizeit, ohne dass entweder ein junges Mädchen oder ein Bursche mit mir redet und mir sein Leid erzählt. Vergewaltigt. 2 von jeden 10 Jungen, also wenn sie 18 werden, Mädchen bis 18, wurden schon mal vergewaltigt. Einer von jeden Jungen, wenn er 80 wird, wurde schon vergewaltigt. Das ist so sieht es bei uns aus, leider. Natürlich können wir dann noch Mord, Ehebruch, Abtreibung, ja übrigens Abtreibung, das ist auch so ein Thema. Obwohl es noch in Argentinien verboten ist, sie sind gerade dabei, das Gesetz zu bearbeiten, um das zu erlauben. Aber obwohl es verboten ist, gegenüber 2 Geburten gibt es eine Abtreibung. Ich weiß nicht, wie das dann nachher aussehen wird. 2:2 vielleicht oder wer weiß. Noch schlimmer. Ja eben, das nimmt einfach zu. Terror und so weiter. Ja? Ich habe sogar gelesen von einigen Ländern, wo so Stimmen wach werden, die sagen, ja, wenn wir schon die Abtreibung erlauben, da könnten wir doch erlauben, dass, wenn das Baby jetzt zur Welt kam, in den ersten Tagen, wenn es mir nicht gefällt oder wenn sie irgendeinen Defekt hat, ja, wenn das Baby irgendein Problem hat, dass ich es dann auch noch töten kann. Und mit diesem Argument, das ist doch dasselbe, das Frischgeborene wie der noch nicht Geborene. Ja, da bin ich einverstanden damit. Das ist genau dasselbe. Nur das Argument wird umgedreht. Da wir ja schon abtreiben, okay, wieso nicht später? Ist doch genau dasselbe. Ja, stimmt, es ist dasselbe. Deswegen bin ich gegen Abtreibung. Ja? Und da könnten wir weiterfahren zur Euthanasie. Und ja, da scheint, ja, dass wir dem Nazi-Denken ziemlich nahe gekommen sind. Lieblosigkeit, das ist der Charakter dieser Welt heute. Und leider sieht man das auch sogar in den Gemeinden unter Christen. Ehescheidungen, Gemeindespaltungen und so weiter und so fort. In einem Kontext, welcher über das Kommen Jesu spricht, in 1. Thessalonicher 3, Vers 12, sagt der Apostel Paulus, euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen. Zueinander, Gemeinde, und zu allen. Allen, die auch draußen sind. Dass auch sie unsere Liebe erfahren können. Philipper 4, Vers 5, eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Wieder mit dem Kommen des Herrn vereint. Die Liebe in diesem Fall. Ja, in einer Welt, wo die egozentrische Liebe einfach das Kennzeichen ist, sollten wir als Christen doch ganz anders handeln. Und wenn wir so handeln, dann haben wir Möglichkeit, von Jesus Christus zu erzählen. Dann haben wir eine offene Tür, weil man erwartet so etwas gar nicht. Man erwartet so etwas gar nicht. Es ist mir gerade jetzt auf der Tour durch Deutschland passiert. Nach einer Botschaft bringt uns ein Bruder noch zu einem Haus, wo wir da unterkommen sollten. Und er fährt dann noch weg, um zu tanken. Am nächsten Morgen beim Frühstück erzählt er uns Folgendes. Er ist da bei der Tankstelle gewesen und nach der Botschaft, das hat ihn so ergriffen, hat gesagt, ich muss einfach mehr anderen Leuten auch Liebe zeigen. Und er ist es eigentlich gewohnt, so Kalender, evangelistische Kalender zu verteilen. Und da ging er rein, um zu zahlen und gab der jungen Frau, die da kassierte, auch wieder so einen Kalender. Und sie schaut erstaunt auf. Ich kenne sie. Sie haben mir voriges Jahr auch so einen Kalender gegeben. Sie wissen nicht, wie gut er mir tat dieses Jahr. Wie oft hat mir das weitergeholfen? Wie oft hat mich das gesegnet? Sie war nicht gläubig. Der Mann war natürlich sehr froh, sehr dankbar, dass er das so erleben konnte und das Zeugnis dieser jungen Frau fuhr weg. Unterwegs überlegt er, aber wenn dieser evangelistische Kalender schon so ein Segen war für diese Frau, wie viel mehr die Bibel?
Kurzerhand, er kehrte um. Es war 11 Uhr nachts. Ja? Es war 11 Uhr nachts. Er kam nochmal zur Tankstelle, geht nochmal rein. Darf ich Ihnen noch was Besseres geben? Etwas, wodurch Sie die Lebensversicherung bekommen? Die ewige Lebensversicherung? Die Frau machte so große Augen. Sind Sie wegen mir umgekehrt? Liebe. Liebe Geschwister, Liebe. Das braucht diese Welt. Das braucht diese Welt. Die Agape-Liebe. Es kommt ja von diesem griechischen Wort. Diese Liebe, die alles bereit ist zu geben, selbst wenn sie nichts zurückbekommt. Das ist die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat. Also hat Gott die Welt, Agape. Ja? Da ist diese Liebe. Lasst uns einfach anderen Menschen auch zeigen, da werden wir erstaunt sein, was der Herr uns da alles geben will. 1. Petrus 4, noch so ein Satz, Vers 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Vers 8, vor allem aber habet gegeneinander nachhaltige Liebe. Vor allem Liebe. Liebe. Zeichnen wir uns dadurch aus? Zweite Verantwortung gegenüber den Nächsten, natürlich Zeugnis geben. Ich bin jetzt viel da unterwegs gewesen in Deutschland und bin über sehr vielen Brücken gekommen, auf den Autobahnen, und war sehr erstaunt, wie viele Brücken kaputt sind oder repariert werden dementsprechend. Da habe ich so überlegt, ich komme jetzt da mit 120 angefahren oder vielleicht noch schneller, ja, und auf einmal kracht da einfach so ein Teil der Brücke vor mir einfach weg. Und es reicht gerade noch, dass ich da vor dem Abgrund bremsen kann. Was ist die erste Reaktion? Was müssten wir da sofort machen, wenn wir in so einer Lage sind? Natürlich nicht im Auto sitzen bleiben, das ist da gefährlich. Rausgehen, Dreieck und Zeichen machen, dass da ja keiner auch da in den Abgrund stürzt. Es kommen ja noch so viele angerast. Polizei, Bescheid sagen und so weiter. Dass ja niemand auch noch da hinunter in den Abgrund fährt. Okay, das würden wir machen, weil wir einfach verantwortungsvoll sind. Aber wie sieht es da auf geistlicher Ebene aus? Wie viele rasen jeden Tag an uns vorbei in einer ewigen Verdammnis? Haben wir schon mal gewarnt? Der Herr Jesus, von 12 Mal, wo die Hölle in der Bibel erwähnt wird, im Urtext, 9 Mal wird es vom Herrn Jesus selber erwähnt. Wieso? Er warnt vor diesem Ort. Aber er zeigt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er zeigt auch ganz klar den Weg, wo es zur Sicherheit hingeht. Und auch das sollten wir tun. Wir gehen dann zu den Beerdigungen und sagen, ja, das war doch ein ganz lieber Mann oder eine ganz liebe Frau. Schade, dass sie nicht mehr unter uns ist. Ja? Aber sie ist in der Verdammnis. Sie geht der Hölle entgegen. Und wir haben nie gewarnt. Können wir das über unser Herz bringen? Der Herr Jesus kommt bald. Wie können wir da mit gekreuzten Armen stehen und nichts tun? Als Jesus zum Himmel auffuhr, sagte er seinen Jüngern, die da zusammengekommen waren auf dem Ölberg, da redeten sie ja noch zusammen und da fragen sie ihm, ja, wann wirst du dein Reich aufrichten? Also sie wollten wieder Zukunft, ja, Neugierde und so weiter. Sie wollten das wieder wissen. Und was sagt denn der Herr Jesus? Das ist jetzt nicht so wichtig. Was ist jetzt wichtig? Ihr sollt meine Zeugen sein, angefangen in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Also immer und. Also lokal und weltweit einfach immer vor Augen haben, auch wenn man nicht da hinkommen kann, aber einfach diesen weltweiten Auftrag, das Evangelium zu predigen, einfach vor Augen haben. Beten wir dafür? Stehen wir dafür ein? Lokal, also sind wir aktiv, evangelistisch aktiv und dann auch weltweit, den weltweiten Auftrag einfach vor Augen haben, für die beten, die dahin gehen? Wie steht es da mit uns aus? Wir waren da mit unserem Bus unterwegs, mit dem Maranatha Latino Mobil. Und wir fuhren da über so eine Provinzgrenze. Und bei uns ist das üblich, jede Provinzgrenze, da steht dann die Polizei und kontrolliert Papiere, manchmal auch, was im Auto ist oder die Ladung der LKW.
Und da wurden wir wieder mal angehalten, aber diesmal nicht zur Kontrolle der Papiere, sondern da fragten sie uns, könnt ihr einen von unseren Beamten da mitnehmen? Er hat gerade Feierabend und es gibt hier keine Busverbindung, nichts. Es war mitten im Gar nichts. Also es ging noch mal eine Stunde bis zur nächsten Stadt. Und okay, wir sagten, ja, kann reinkommen. Und da wussten wir haben eine Stunde. Er konnte ja nicht weglaufen, oder? Eine Stunde bis zur nächsten Stadt. Wir mussten da gar nicht groß um den heißen Brei darum reden, sondern er kam selber auf das Thema, weil er hat gleich gefragt, was seid ihr, was macht ihr, das ist so ein Bus, so ein Wohnmobil. Und da haben wir dann gleich erzählt, was wir sind, was wir machen. Und da habe ich ihn auch gleich gefragt, ja, und wie sieht es bei ihm aus, was ist er oder von welchem Hintergrund er kommt. Ja, er käme aus dem katholischen Hintergrund. Aber ich habe dann gleich gemerkt, er hatte ein Riesendurcheinander und war viel mit Gedanken von den Zeugen Jehovas da einfach, er hat sie da immer wieder ausgesprochen und hat auch viele Fragen gehabt, die haben ihm auch beantwortet. Aber dann bin ich dann ganz direkt aufs Ziel zugesteuert und habe mal ganz klar das Evangelium gepredigt. Als ich da zum Schluss kam und wo man eben eine Entscheidung treffen musste, dann fragt er mich, ist das alles? Ist das so einfach? Wieso hat mir das noch nie jemand erzählt? Er war bereit, gerade die Entscheidung zu treffen. Da habe ich, oh, das war ja fast so schnell. Da habe ich das nochmal wiederholt, ein bisschen mehr ausgeholt und mehr Bibelverse. Kam ich wieder zu diesem Punkt. Ist das alles? Wieso hat mir das noch nie vorher jemand erzählt? Ich hatte ja noch Zeit, es war ja eine Stunde. Holte ich noch ein bisschen mehr aus und ja, noch tiefer. Und wie wir wieder zu diesem Punkt der Entscheidung kamen, wieso hat mir das noch nie vorher jemand erzählt? Gott sei Dank, er ging mit Jesus im Herzen und mit einer neuen Bibel, die wir ihm schenkten, unter dem Arm aus dem Bus. Wir haben, liebe Geschwister, wir haben Möglichkeiten. Ich weiß, hier in Europa ist es vielleicht ein wenig schwieriger. Ich habe es immer zur Angewohnheit, überall, wo ich tanke, gebe ich ein Gratisbuch weiter oder ein Traktat. Und bis jetzt haben mir alle Leute das angenommen, außer jetzt die letzte Tankstelle, wo ich war. Habe ich es angeboten, hat es gesagt, na, du mit deinem lieben Gott kannst fern von mir bleiben. Und wenn ich recht verstanden habe, hat sie mir den Tod gewünscht, irgendwie sowas. Okay, das passiert manchmal, ja. Aber generell, ich weiß nicht, an wie vielen Tankstellen ich war in dieser Zeit, aber alle haben mir wenigstens das Gratisbuch angenommen. Liebe Geschwister, lasst uns das Wort aussehen. Wenn wir aussehen, kann es Frucht geben, aber wenn wir nicht säen, dann von nichts kommt nichts. Lasst uns da konkret für unseren Umkreis beten, mit wem wir zusammenarbeiten, mit wem wir die Schulbank drücken oder was es auch sein mag. Unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen, natürlich. Beten, dass der Herr uns die Möglichkeit gibt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein gutes Zeugnis zu sein, natürlich erst mit Liebe anfangen. Liebe leben und dann das Wort auch weitergeben. Verantwortung gegenüber den Nächsten, das ist die wichtigste. Ja, dass sie Jesus kennen, sonst gibt es nichts Wichtigeres. Dritte Verantwortung, Gruppen gegenüber den Herrn. Da muss ich natürlich auch mit Liebe anfangen. Wenn wir sehen, alles, was der Herr Jesus für uns getan hat, können wir da anders als ihn lieben? Aber was bedeutet es, den Herrn Jesus lieben? Ja, wenn wir da im Gebet sagen, Herr, ich liebe dich, ja, das ist ganz gut. Machen Sie das weiter. Schöne Lieder singen, die von der Liebe zum Herrn zeugen, ja, wunderbar, machen Sie das weiter. Aber wie bei jeder guten Ehe, es ist wichtig, dass man sich sagt, man liebt sich, aber das muss sich dann auch ein bisschen praktisch zeigen, oder? Mal so einen schönen Blumenstrauß oder eine Schokoladenkiste, das ist bei meiner Frau sehr beliebt. Und so weiter, ja? Also man zeigt es. Ja, wie können wir das beim Herrn Jesus machen? Der Herr Jesus hat uns da schon die Antwort gelassen. Im Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 21, als er hier noch auf der Erde war, hat er das ganz klar gesagt, wie wir unsere Liebe zu ihm beweisen können. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Sehen Sie? Ist ganz einfach.
Wir haben seine Gebote, nicht wahr? Wir haben es in der Hand. Wahrscheinlich haben wir etliche Übersetzungen sogar. Wir haben sie vielleicht auf dem Handy. Okay, wir haben die Gebote. Aber jetzt gehört dazu, dass wir gehorsam sind. Genau dasselbe, was wir in Offenbarung 1, Vers 3 sahen. Lesen, hören und bewahren. Gehorchen. Dadurch zeigen wir, dass wir Jesus Christus lieben. Und der Apostel Paulus schließt den 2. Korintherbrief praktisch mit folgenden Worten. 1. Korinther 16, Vers 22. So jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Den Herrn lieben, Maranatha. Wir wissen ja, was das bedeutet. Der Herr kommt. Also mit dem Kommen des Herrn zusammen, im selben Vers, die Verantwortung, den Herrn zu lieben. Aber auch gleich mit einer Warnung. Verflucht, ja? Verflucht, der es nicht tut. Es ist ganz ernst. Ganz ernst. Deshalb lasst uns einfach das Wort des Herrn gehorchen. Zweite Verantwortung gegenüber den Herrn ist natürlich ein treuer Dienst oder Diener sein, einen Dienst ausüben. Der Apostel Paulus tut das ganze christliche Leben in 2 Eigenschaften zusammenfassen, die wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 finden. Denn sie selbst erzählen von uns, wie wir bei euch Eingang gefunden und wie ihr euch von den Abgöttern zu Gott bekehrt habt. Okay, ihr seid Christen, ihr seid Gläubige, jetzt. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, erste Verantwortung, und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Zweite Verantwortung. Das ganze christliche Leben, also die Bekehrung, wofür? Ja, dass ich mal irgendwo im Himmel komme. Ja, das ist ganz, ganz sicher. Aber wir sind noch auf der Erde. Welche Verantwortung haben wir? Dienen und das Kommen des Herrn erwarten. Dienen wir? Letztes Jahr ist vorbei. Wie sah es da mit unserem Dienst aus? Wir sind jetzt vor einem neuen Jahr. Sind wir bereit, darin zu wachsen? Das sagt ja auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 58. Der letzte Vers von einem ganzen Kapitel, wo er über die Auferstehung, die Leibesauferstehung des Christen redet und auch die Entrückung erwähnt. Wie hört er diese ganze Stelle auf? Folgendes. Darum, meine geliebten Brüder, darum, also gegenüber der Entrückung und die Leibesauferstehung, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zunehmen im Werke des Herrn. Wie sieht es da bei uns aus? Dienen wir mehr den Herrn als letztes Jahr? Sind wir mehr aktiv? Versuchen wir da mehr den Herrn zu dienen? Vertrauen. Die Tatsache, da das Kommen des Herrn vor der Tür steht, füllt uns auch oder kann uns mit tiefem Vertrauen erfüllen. Aber wir schauen uns auf uns selber und sehen, wir haben noch so viele Fehler. Ja, wir sind einfach nicht perfekt. Aber was sagt die Schrift? Philipper 1, Vers 6. Dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Auch darin dürfen wir getrost sein. Ja, getrost. Auch obwohl wir da nicht so perfekt sind, wie wir gerne möchten. Der Herr weiter das Werk an uns tut. Vierte Verantwortung, natürlich Anbetung. Wenn wir sehen, all das, was der Herr Jesus für uns getan hat, wie können wir da anders als ihn anbeten? Wie können wir anders? Es sollte normal von uns richtig raussprudeln, die Anbetung. Aber wir beten wenig. Wir danken noch weniger und wir beten praktisch nie an. Außer wenn wir mal ein schönes Lied singen und vielleicht sind wir da nicht mal mit den Gedanken dabei. Wie sieht es mit unserer Anbetung aus? Wir werden die ganze Ewigkeit den Herrn anbeten. Das sagt ja Offenbarung 15, Vers 3 und Vers 4. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig, denn alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wir werden den Herrn für die Ewigkeit anbeten. Wir werden den Herrn für die Ewigkeit dienen, gerade der vorige Punkt auch.
Denn Offenbarung 22 steht, und seine Diener werden ihn dienen. Also die ganze Ewigkeit, Dienst und Anbetung. Also können wir jetzt schon ein bisschen praktizieren, oder? Und das möchte der Herr. Das möchte der Herr. Wenn wir das beim Abendmahl teilnehmen, dann ist es ja gerade so eine ganz besondere Versammlung, wo wir an das Opfer Jesu Christi denken, ihn danken, ihn anbeten. Und das sollen wir tun, sagt der Apostel Paulus, bis dass er kommt. Lasst uns den Herrn einfach mehr anbeten. Und zum Schluss Erwartung. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das baldige Kommen des Herrn Jesu richten, sollte unser ganzes Leben durchdrungen sein von dieser tiefen, freudigen Erwartung. So sagt es der Apostel. Also wir könnten da etliche Bibelstellen aufzählen. Ja? Gerade haben wir eine gelesen, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und Titus zum Beispiel, Titus 2, Vers 13. In Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesu Christi. In der Erwartung. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir uns als Retter, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Wie kommt der Apostel Paulus am Ende seines Lebens? Ja, er hat auch diese Erwartung. Obwohl er wusste, jetzt werde ich sterben. Nicht die Entrückung, sondern der Tod. Aber er hat einfach diese Erwartung. Ich werde und ich will beim Herrn sein. Das hat er ja sein ganzes Leben gehabt. Immer wieder finden wir da Stellen, wo er darüber schreibt. Aber am Ende seines Lebens kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Hinfort ist mir vorbereitet die Krone der Gerechtigkeit, die mir der gerechte Richter an jenen Tage geben wird. Und wir können sagen, okay, der Apostel Paulus hat es verdient. Er war treu. Er hat den Herrn geliebt. Er war ihm ganz gehorsam. Er hat so viele Menschen zum Herrn Jesus geführt. Er hat immer Zeugnis gegeben. Er hat, der Apostel der Liebe, könnten wir fast sagen, 1. Korinther 13, hat uns ganz klar erklärt, was Liebe ist und wie es sein sollte. Hat natürlich auch dementsprechend gelebt. Wir sehen immer wieder in seinen Briefen tiefe, wunderbare Anbetung. Er hat die Krone verdient. Aber das Schöne ist, er hört nicht damit auf, sondern es geht noch weiter. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Jetzt wissen wir, was es bedeutet, seine Erscheinung lieb zu haben. Es bedeutet, dementsprechend zu leben, nach diesen Verantwortungen, die wir haben. Der Herr Jesus, er kommt und er kommt bald. Leben wir so? Kann er auch über unser Leben sagen, du treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich werde dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude? Kann er das über unser Leben sagen? Er kommt bald. Wenn wir sehen, was für eine Wichtigkeit die Bibel und auch so Gott dem Thema des Wiederkommens seines Sohnes gibt, müssen wir uns fragen, ob unser Leben dementsprechend ist. Nicht nur Neugierde. Ja, was wird wieder über das Kommen des Herrn geredet? Gibt es was Neues? Eine neue Bibelstelle, die mir noch nicht bekannt ist? Oder kann ich das vielleicht besser einordnen, die verschiedenen Gerichte und so weiter? Viel wichtiger als das, obwohl das wichtig ist nach diesen Verantwortungen zu leben. Zurück zu dieser Frage, die ich zu Anfangs gestellt hatte. Wenn wir wüssten, dass der Herr Jesus in einem Monat kommen würde, wie würde dann unser Leben aussehen? Würden wir da nicht versuchen, mehr in der Heiligung zu wachsen, zuzunehmen, der Sünde aus dem Weg zu gehen? Würden wir nicht mehr das Wort lesen, studieren, mehr beten, Gemeinschaft haben, gefestigt im Glauben versuchen zu leben, in der Schrift natürlich gestützt, damit wir nicht von diesen Einflüssen da irgendwie überrannt werden? Festigkeit, Trost inmitten des Leides. Der Herr kommt bald und er wird abwischen alle Tränen. Freude, es erfüllt einem einfach mit Freude.
Der Gläubige ist der Einzige, der wirklich froh sein kann, der nicht immer wieder woanders suchen muss, mit was er sich irgendwie eine Freude bereiten soll. Er hat Freude. Er lebt in der Freude. Liebe. Liebe zueinander, zu den anderen. Zeugnis geben. Ja, einfach dafür einstehen. Im Gebet immer wieder. Herr, lass mich Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und vielleicht kann ich es dann selber auch nicht mehr machen. Vielleicht bin ich gesundheitlich da nicht mehr so fit. Wir haben ein älteres Ehepaar in der Gemeinde. Er ist sehr gebrechlich. Er kann gerade noch so zwischendurch in die Versammlungen kommen. Aber eins sagt er mir immer wieder: Stefan, sag mir, wann deine nächste Reise ist. Sag mir, welche Dienste du hast, wohin du gehst, was du machen wirst. Ich werde dafür beten. Er betet jetzt für diese Versammlung. Ja? Er ist jetzt dafür am Beten. Er weiß darum und er betet. Und wenn ich dann zurückkomme von der Reise, das Erste, was ich mache, natürlich, nachdem ich meine Familie begrüßt habe, ein bisschen mit ihnen geredet habe und erzählt habe, dann rufe ich ihn an oder gehe zu ihm nach Hause. Und bin dann so 2, 3 Stunden bei ihm und erzähle von dem, was der Herr Jesus gemacht hat. Er ist so dankbar, so froh und sagt, zusammen machen wir Missionsarbeit. Ja, das ist so, liebe Geschwister, das ist so. Nicht alle können nach Argentinien gehen, nicht alle können irgendwo Dienste machen, aber alle können beten. Egal, ob man im Bett liegt und nichts anderes mehr kann als beten. Das ist der wichtigste Dienst. Einfach Zeugnis geben oder dass das Zeugnis einfach noch viel mehr Menschen erreichen kann. Liebe dem Herrn gegenüber, wie erweist sich, indem wir gehorsam sind. Treuer Dienst, Vertrauen, Anbetung und diese Erwartung. Der Herr kommt. Das ist Jesu Kommen lieben. Das bedeutet es. Leben wir dementsprechend? Vielleicht, wenn wir das so jetzt betrachtet haben, merken wir, dass das eine oder das andere vielleicht fehlt in unserem Leben. Dann ist es Zeit, das zu ändern. Dass wir nach Hause gehen und sagen, Herr, von nun an, mit deiner Hilfe, nicht auf das Fleisch pochen, das funktioniert nicht. Nicht nur gute Vorsätze. Nein, mit deiner Hilfe, Herr, gib mir Gnade, das und jenes zu tun. Der Herr hilft. Der Herr möchte ja das. Und dann kann er wunderbar segnen. Aber vielleicht sind Sie hierher gekommen oder hören diese Botschaft und haben noch gar kein persönliches Verhältnis mit dem Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus heute kommen könnte, wir haben von einem Monat geredet, aber er könnte heute kommen. Stimmt doch, oder? Ja, er könnte heute kommen. Leben wir dementsprechend? Und wenn wir da noch nicht Sicherheit haben, dass wir mit dem Herrn Jesus in die Ewigkeit gehen werden, oder wenn uns der Tod heute überraschen würde, es kann ja jedem passieren, es kann mir passieren und jedem. Wie sieht es da mit Ihrem Leben aus? Sind Sie sicher, wohin Sie gehen? Wenn Sie noch nicht diese Sicherheit haben, nehmen Sie noch heute Jesus Christus an. Er ist für Sie auch am Kreuz von Golgatha gestorben, damit Ihre Schuld, Ihre Sünde hinweggenommen würde. Aber Sie müssen um Vergebung bitten und Jesus Christus annehmen. Dann haben auch Sie Sicherheit, dann haben auch Sie Freude, Friede, ein Leben in Fülle. Und wenn Sie dann noch der Bibel gehorsam sind, dann lohnt es sich zu leben. Dann lohnt es sich zu leben. Und dann erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus. Mögen wir einfach alle mit dem letzten Gebet der Bibel uns anschließen können, ja? wo der Herr sagt, ja, ich komme bald. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, Amen, komm Herr Jesus. Komm Herr Jesus, ich lebe dementsprechend. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danken dir, dass es so einfach, so klar, aber auch so tief ist. Und immer, wenn vom Kommen deines Sohnes die Rede ist, haben wir gemerkt, dass es mit Verantwortungen verknüpft ist. Und Herr, wir wollen diese Verantwortungen einfach auch in unserem Leben ganz konkret anwenden. Herr, wenn da das eine oder das andere noch nicht gemacht wurde, wo wir da noch nicht dementsprechend gelebt haben, Herr, vergib.
Vergib Sünde, die vielleicht in unserem Leben ist und unser Kleid beschmutzt, besudelt. Herr, vergib unsere Lauheit, unsere Faulheit gegenüber das Suchen deines Wortes, das Gebet, die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Danke, dass wir in dir und deinem Wort immer wieder Trost und auch Festigkeit bekommen. In Schwierigkeiten, vor Anfechtungen, aber auch vor Betrug. Dank sei dir, dass du uns mit Freude erfüllen willst. Ja, das Kommen deines Sohnes steht vor der Tür. Und wir wollen einfach frohe Christen sein, damit wir auch gerade durch unsere Freudigkeit andere anstecken, suchend machen. Ja, besonders auch durch die Liebe zueinander und zu allen. Im Zeugnis einfach wachsen dürfen. Gib uns Mut, von dir zu zeugen. Gib uns Möglichkeiten, dein Wort weiterzugeben, sei es schriftlich, sei es auf CDs oder auch ganz persönlich. Herr, gib uns Möglichkeiten, von dir zu reden, von Jesus Christus und seinem Werk. Lass uns einfach in der Liebe zu dir wachsen, indem wir deinem Wort gehorchen, ja auch im Dienst zunehmen. Es gibt noch so viel zu tun. Die Ernte ist so groß und es fehlen einfach Mitarbeiter. Es fehlen einfach die Hand anlegen, die an dem Ort, wo du sie hingestellt hast, mit den Gaben, mit denen du sie ausgerüstet hast, den Dienst treu tun. Herr, erwecke noch mehr Diener. Lass uns im Vertrauen zu dir wachsen, die Anbetung nicht vernachlässigen und einfach jeden Tag in dieser Erwartung leben. Der Herr Jesus, unser Herr, unser Meister, er kommt bald. Amen. Komme bald, Herr Jesus. Amen.